Leven Presideurs, Leven Apelsin, Lev Rude Funke. Hier ist Agrippina Courage. Ich melde mich parat für die Kontrollversammlung. Dass die Kontrollversammlung stattfinden kann, ist für mich die zweitbeste Nachricht dieses Jahres, direkt nach der über meine Wiederwahl. Das Motto für diese Session lautet ja: Zusammen sind wir fast lovend und zusammen können wir nicht kommen. Im Moment dürfen wir uns nicht treffen. Das hat uns der Zeppelin gestern noch uns deutlich vor Augen geführt. Eine tolle Aktion, die es ja bis in die Tagesschau geschafft hat. Ich bin eine Rude Funk, darauf bin ich stolz. Ich grüße alle Kameraden sehr herzlich und freue mich darauf, euch wiederzusehen. Von Copypass, ein ganz herzliches Willkommen zur Kontrollversammlung der Kölsche Funke-Rot-Wies von 1823. Schön, dass ihr all wieder da sitzt, und wenn ich euch mir so vorstelle, wie voll das hier am Funkeplätzchen ist, dann weiß ich, dass ihr alle Mann zu Hus vor der Flimmerkiste sitzt und darauf wartet, wer dann all befördert wird und was vielleicht noch alles Besonderes passieren wird. Es könnte ja sein, dass auch was Goldenes dabei ist. Wer wird Leutnant und wer wird ganz normal befördert. Das ist traditionell am 12.11. der Fall. Und genau um 19:11 Uhr stomme he, um zusammen die Session zu eröffnen. Der Countdown ist, Marcelle all raff, ihr sitzt vor der Flimmerkiste, zählt mit und dann begrüßen wir uns neue Session. Loren wir auf die Uhr, es ist so weg, es geht los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nur zusammen sind wir fast laufen. Das, liebe Freunde, mag ganz besonders jetzt gelten in dieser Zeit, die für uns alle völlig anders ist, als wir das noch vor einem Jahr gedacht haben. Und trotzdem sind die Funke da, trotzdem sind wir präsent und trotzdem kommen wir zu euch in das Wohnzimmer. Und jetzt, liebe Freunde, trecken wir all zusammen in das Studio von RTL West. Abmarsch! Ja, Funke aufgepasst. Also normalerweise setzen wir jetzt alle im Maritim Hotel, bevor es losgeht mit den Beförderungsarien. Und was haben wir da getan? Der ein oder andere möge sich trotz seines hohen Alters noch daran erinnern, sieht man nicht Gott, Jove Sübsche. Und ich vermute ja, je nachdem wie stilecht ihr das heute Abend in den Wohnzimmern hinbekommen habt, dass das eure Sübsche Jorf oder irgendetwas anderes. Und deswegen meine Frage an den Koadjutanten. Wie hätte dir dann das Sübsche geschmeckt? Das hat mir ganz wunderbar geschmeckt. Meine Frau hat eine leckere Ezesuppe gemacht und ich hoffe, das war bei euch auch der Fall. Und ja, ich bin zufrieden eigentlich. Also es gab genug Wurst. Ja, die zweite Wurst hat gefehlt, muss ich dazu sagen. Johannes, die zweite Wurst hat gefehlt. Die Zahnbeschwerde, aber ansonsten möchte ich doch einfach, oder können wir sagen, ja, vielen Dank. Alle Ehefrauen, vielleicht auch Mütter oder wer auch immer, die uns Funke jetzt bekochern,
Den möchten wir ganz herzlich danken für diese wunderbare Betreuung. Ihr empfehlt euch in den Dienst der Roten Funken. Wenn man so eine große Küche braucht, dann werdet ihr auch mobil einberufen. Mit dreimal von Hetze, Kölle! Allah! Funke! Allah! Kölle! Allah! So, es geht los. Und womit geht es los? Es geht natürlich los mit dem Thema Jubilare. 11 Jahre eine treue Kölsche Funk zu sind, dann jedet die Brutschnall. Wie man das bei dem Choradjutanten auch erkennen kann, der hätte die nämlich he am Hetze. Da gehört die auch hin und da wird sie angebracht. Ich erkläre das deswegen, weil natürlich wir in diesem Jahr neue Jubilare haben, die mindestens 11 Jahre, aber eigentlich auch schon länger dabei sind. Und die Kraft unserer Überlegungen und Satzungen und Entscheidungen auch die Brutschnall kriege. Und das sind eben ganz besondere Menschen, die Mitglieder der Roten Funken sind. Und da ist eben eine, wenn ich jetzt sage eine, dann könnt ihr euch vielleicht schon denken, wer das sein mag. Eine, die sich also sehr verdient macht. Denn sie ist immer da, wenn man sie braucht. Sie ist immer da, wenn Funken ja, im Grunde genommen in Not sind. Und sie betreut ergreifend unsere Gedenkstätte. Und das ist uns lief Christa Blatzheim. Und die dürfen wir stellvertretend für alle, die wir gleich kurz verlesen werden, mit der Urkunde zeigen. Die kriegt auch de Brutschnall, weil wir der Meinung sind, Förderer han auch de Brutschnall verdient. Die anderen kriegen es aber auch. Wir haben genug. Ich habe alle besorgt. Also der Das war ist extra einkaufen Ja. und hat natürlich keine Sorge. Ich habe die Taschen voll. Aber wir fangen uns mit der Förderer an und verbinden das natürlich auch mit einem herzlichen Dankeschön für ihr Engagement. Urkund. Christa Blatzheim hat 11 Jahre treu ihre Funkedienste Klopp und die Färbe von unserer Vaterstadt manierlich vertrudde. Dafür wird ihr herzlich gratuliert und Dank gesagt. Kölle, am 12. November, das ist Hück. Für das Funke Majorat Heinz-Günther Hunold, Lachduf von der Üleports. Herzlichen Glückwunsch und Applaus. So, wer kriegt jetzt alles? Wer kriegt jetzt alles der Brutschnall? Ich darf sagen, bitte, wer genannt wird, erhebe sich bitte. Sitte so Jod und Dotat. Wir fangen an. Das sind jetzt Namen, wo die aktiven Funken vielleicht denken, wer ist denn das? Das sind alles die Förderer. Manfred Vattheuer, 12 Jahre. Claudia Heinze, 13 Jahre. Ingo Fischer, 14 Jahre. Martin Schleusner, 14 Jahre. Ronald Gotzenberg, 14 Jahre. Georg Jennissen, 15 Jahre. Jochen Hackmann, 15 Jahre. Christa Reinhardt, 16 Jahre. Alexander Würst, unser Sprecher, 17 Jahre. Detlef Kohlhase, 17 Jahre. Hans-Josef Dämmer, 17 Jahre. Peter Hesen, 17 Jahre. Stefan Franceschini, 17 Jahre. Detlef Nigotzka, 18 Jahre. Herbert Ferger, 18 Jahre. Mein Gott, sind das viel. Ja, da kommen noch ein paar. Hans-Joachim Möhle, 19 Jahre. Joachim Schmalzel, 19 Jahre. Jörg Andreas Amelung, 19 Jahre. Norbert Dries, 19 Jahre. Willi Porsche, 19 Jahre. Rolf Mainzer, 20 Jahre. Stefan Biesans, 22 Jahre. Peter Hanig, 23 Jahre. Thomas Odenthal, 23 Jahre. Und Georg Schongalla, 29 Jahre. Förderer. Ein herzliches Dankeschön. Die Brutschnall hatte euch all verdient. Glückwunsch und dreimal von Netze. Kölle! Allah! Funke! Allah! Kölle! Allah! Sehr zum Wohle. Aber nicht nur die Förderer, sondern auch der Funke. Bescheiden wie wir sind, kommen der aktiven Funken hinterher. Wer kriegt auch all de Brutschnall? Da darf ich nennen. Obstand. Björn Frobel. Applaus in den Wohnzimmern. Thomas Hedwig, Fuchsschwänzchen. Dem mit ja nicht so gut geht im Moment und dem er die beste Genesungswünsche nach Hus in das Wohnzimmer, vielleicht aber auch in das Krankenhaus schicken. Nils Luber, Weißweiler. Mike Niedeck. Toni Oberbörsch, Etappenhaas. Hans-Georg Plotz, dritte Zeng. Schon mal älter, aber das sieht man ja nicht. Nee. Heiner Rodenbücher, Heidi Witzka
unser Funkenkoch. Der hat übrigens gestern einen schönen Beitrag am 3. Knubbel gemacht. Hast du das gesehen? Über den Wolken. Der musste den 11.11. im Flugzeug verbringen. Also das war wirklich, muss Er man hat das sagen. ähnlich gemacht wie du. Du warst auch über den Wolken, oder? Das stimmt, ja, in Zeppelin. Aber jetzt muss man mal ehrlich sagen, das war schon eine geile Nummer, wenn ich das mal so sagen darf. das war ein Was der dritte tolles Knubbel da Video, ja. gemacht hat, Chapeau an den Boris und den Junge, das hat er gut gemacht. Und ja, das ist eben Kreativität, um die es in diesen Zeiten geht. Wo war ich stehen geblieben? Beim Heiner. Christoph Schmitz, Rita Schnell, Werner Schmitz und Frank Schröder, Minipli. Das möchten sie gewesen sind. Herzlichen Glückwunsch. Aber apropos, 11 Jahre bedeutet ja auch, dass man mit 11 Jahren Mitgliedschaft auch Mitglied werden kann im Senat der Kölsche Funkerud Wies. Und die Frage stellt sich jetzt eigentlich, was mäht eigentlich Dirk, der Senatspräsident? Ja, da müssen wir ins Luren. Lieve Ruud Funke, lieve Funke-Freunde, lieve Senatskollegen. Het is opgetreden bei der Kontrollversammlung digital, was mit der Senat noch. Immerhin vertritt der Senat die große Gruppe der Risikoleute mit 68 Jahren Durchschnitt haben wir natürlich damit einen großen Anteil. Und wir vertreten auch die Meinung, dass wir alles einstellen müssen. Dafür haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, alle Veranstaltungen bis zum Ende Dezember komplett einzustellen. Ist natürlich so, wir haben viel geplant und dann kamen plötzlich Betonschuhe, die wir anziehen mussten und alles ausfallen. Wir haben im vergangenen Jahr 2 Veranstaltungen gehabt, im Zeughaus mit 50 Jahre Blackfirst, die ganz gut angenommen wurden, und anschließend hatten wir doch einen sehr schönen Michaelisabend, wo wir den Wolfgang Oelsner als Ehrenmitglied aufnehmen konnten und durften. Das ist so eine Linie, die wir auch in der Vergangenheit weiter verfolgen wollen. Im vergangenen Jahr war es Reinhold Louis und Thomas Küpper, die wir aufgenommen haben. Wir pflegen die Veranstaltungen beziehungsweise so in der Hinsicht die Richtung Historie und wie es früher einmal war. Leider gibt uns im Moment der Kontakt nicht her, dass wir auch unsere neu aufgenommenen Ehrenmitglieder, Ehrensenatoren, Humoris Colonia, Senatoren aufzunehmen. Das ist aber ein Konzept, was wir weiter verfolgen wollen. Es waren natürlich auch viele Veranstaltungen geplant, die wir leider nicht durchführen konnten. Die Tour mit Damen nach Münster, die Herrenrutsch nach Brüssel. Das ist alles perfekt vorgeplant und wir werden natürlich versuchen oder hoffen, dass wir das im nächsten Jahr so weiterführen können. Jetzt momentan haben wir natürlich die Zeit dafür, das Administrative aufzuholen, was wir bisher zurückliegen hatten, das Funkenbuch, Göttbuch weiter zu verfolgen, eins jetzt auch schriftlich niederzulegen. Diejenigen, die gespendet haben, kommen da mit rein, damit wir unser Projekt Wagen auch mittlerweile abschließen können. Es sind dann noch einige Sachen dran zu machen. Das wollen wir dann natürlich, ich glaube nicht, dass wir Rosenmontag fahren werden, dann mindestens für 2022 fertig haben. Weiterhin werden wir ein Projekt starten für die Üleports, um die Tische, was ich schon mal angedeutet hatte, dass wir mindestens eine Etage vom Senat her mit Tischen und Stühlen ausstatten können, wo dann jeder, der gespendet hat, hinten seinen Namen draufsteht. Wir haben also nach wie vor viel zu tun und hoffen, dass wir uns dann auch im neuen Jahr wieder normal treffen können in der Üleports Ende des Jahres oder zwischendurch in anderen Lokalen, die uns dann vielleicht freundlich aufnehmen und dass uns dann die Möglichkeit gegeben ist, das Senatsleben wieder zu vervollständigen bzw. durchzuführen. Ich wünsche euch auch noch eine schöne Dezember und bleibt gesund und bleibt zu Hause.
höhere Senatspräsident anzunehmen. So, liebe Funkefreunde, jetzt machen wir Wigger im Programm und nachdem wir jetzt die Brutschnall verteilt haben, kommen wir jetzt zu dem Thema der Reservisten. Also Dirk, nochmal zur Erklärung, wann kann man denn in die Reserve berufen werden? Du möchtest ja satzungsfest sein. Ja, es gibt eigentlich nur die Möglichkeit für einen aktiven Funk. Der sagt dann, ich bin aus der Sache raus, ich möchte nicht mehr auftreten und ich gehe jetzt in die Reserve. Reserve hat Ruhe, hat man früher immer gesagt. Wir haben aber natürlich auch die Möglichkeit, also du hast die Möglichkeit als Präsident, verdiente inaktive Mitglieder, die viel für die Gesellschaft oder ihren Knubbel getan haben, in die Reserve zu befördern. Und der große Punkt für die Leute ist, die bekommen dann ein Chorkreuz und die dürfen wählen. Weil in der Regel sind ja Leute, die was für den Verein getan haben, auch über einen langen Zeitraum schon bei uns und haben ihre 3 Jahre schon lange absolviert. Und ich habe den Zettel hier, sehe ich, da haben wir 2 auf der Liste und vielleicht machst du mal Kraft deines Amtes. Genau, da geht es über einen ganz besonderen Schlaraffen, der jetzt hier, und die Insider wissen natürlich schon genau, um wen es geht. Er möge sich bitte von seinem Wohnzimmertisch erheben und eine Schluffe andun. Ich hoffe, du hast die Litewka an. Denn du hast auch immer wieder die Räumlichkeiten der Schlaraffen zur Verfügung gestellt und gleichzeitig auch bei den Kindern die Plätzchen gebacken. Und das tust du über Jahre oder Jahrzehnte. Du wirst also in die Reserve aufgenommen. Herzlichen Glückwunsch an Siegfried Mucho. Das Chorkreuz können Sie sich natürlich gerne bei mir abholen. Genau. Das nehme ich in Verwahrung. Zum Zweiten dürfen wir uns bedanken bei einem, der im Funkenbiwak mitarbeitet und da ein unverzichtbarer Member geworden ist, weil er Jahr für Jahr an entscheidenden Stellen mithilft. Und ich glaube, das ist der erste Knubbel. Die Berufung eines Reservisten geht an Dr. Peter Theisen. Herzlichen Glückwunsch! Nur haben wir Reservisten, die aber auch befördert werden, denn als Reservist kann man also auch so langsam, sagen wir mal, diese Stufen hochsteigen und das tun jetzt einige. Kraft meines Amtes darf ich ernennen zum Funkeleutnant der Reserve Ingo Schröder, die Putschbloß. Karl-Heinz Podrazza. Herzlichen Glückwunsch. Zum Funke-Oberleutnant der Reserve wird befördert Wilhelm Prost, Pfefferlecker, Erich Reck, Werner Schmitz und das Dachfinster der Heinz Schneefeld. Es möge sich erheben. Zum Funke-Hauptmann der Reserve wird befördert Gerd Burkhard Hubbelspiel. Hat was mit Holzverarbeitung zu tun. Harald Oberge, Rheinwasser. Dieter Hornberg und Peter Sandau. Dusch. Zum Obristwachtmeister der Reserve wird befördert Elmar Ziel. Herzlichen Glückwunsch. Zum Obristleutnant der Reserve werden befördert Josef Demmer, Günter Höfer, Löschpapier und Matthias Lieberts. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir die Reservisten. Ja, jetzt ist endlich die Frage, was machen dann uns Pens? Also, jetzt denke ich nicht gerade an die Funkenpens, sondern an die, die gerade in der Grundausbildung sind. Ich habe da was Leuten hören, dass Ich habe die mal besucht, vergangene der Woche. Choradjutant. Ja, ich habe die mal besucht, bevor es mit Corona und Lockdown losging und habe die mal beim Proben besucht. Und ich musste ehrlich sagen, am Anfang war ich erschüttert. Es war, naja, guckt es euch selber mal an. Schauen wir mal hin. So, liebe Funke, heute gucken wir mal bei den Rekruten, ob die sich auch ordentlich vorbereiten. Kommt mal mit. Lied aus! Ist Jod, ist Jod. Knackes.
Sache Appelsin. Herzlich willkommen bei der Funke-Rekrute. Du machst mich fertig. Was ist hier los? Ja, wir proben Corona-konform für die ersten Zoom-Auftritte. Ja. Ja, sehr nett. Ist auch schön warm hier, ne? Ja, herzlich willkommen auf Hunold Island. Wir sind weit ab vom Schuss, das heißt, wir können uns hier nicht infizieren. Ja, aber das geht nicht. Was machen wir denn, wenn wir einen richtigen Auftritt noch haben? Ja, da müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen nachüben. Okay, dann träg dich uns schnell und dann gucken wir uns das noch uns an. Jetzt direkt? Jetzt direkt. Hat ihr alle schwarze Show dabei? Ich hatte aber doch gesagt, schwarze Show. Ich habe schwarze doch. Schwarze Socken. Männer, so geht das nicht. Wir sind doch nicht hier die Macarena-Truppe von Ruth Funke. Ja, ein bisschen Ernsthaftigkeit könnt ihr schon an den Tag legen, oder? Ist in Habt ihr Ordnung. vielleicht normale Klamotten noch dabei? Männer, alles umziehen. Wir versuchen das mal richtig. Also die Musik spielt und die wird groß und klein. Jetzt kommt der Funke-Tanz, seht's was bekannt. Käse, Rust und dann nach links und dann zurück nach Feld. Und dasselbe Jahr noch ins Jahr, das ist fein, und was fein. Und was auf die Musik spielt und die wird groß und klein. Jetzt kommt der Funke-Tanz, seht's was bekannt. Käse, Rust und dann nach links und dann zurück nach Feld. Und dasselbe Jahr noch ins Jahr, das ist fein, das ist fein. Ja, was sägst du dann dazu? Ja, was sägst du dann dazu? Oberlino, lup, lup, und der Wunder, lup. Ja, was sägst du dann dazu? Ja, was sägst du dann dazu? Frisch gestieftes Kammerlem, der dreht sich wieder noch herum. Ja, was sägst du dann dazu? Ja, was sägst du dann dazu? Oberlino, lup, lup, und der Wunder, lup. Ja, was sägst du dann dazu? Ja, was sägst du dann dazu? Frisch gestieftes Kammerlem, dreht sich wieder noch herum. Hey! Pumpa, 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 Käse und nichts Geföser. Kann sich jetzt verlieren, wie im Höhler auf der Hand. Alte steht stolzieren, Junge, Ab und Passe, Trina, Reis und Linksstock. Links und weiter links und hier mit Fingerflug gezogen. Und ihr passt, nichts am Fass, Die Kabüs und recht die Nass, dann grad Russ, Russ. und ihr Platz zurück. Hey! Reis und Linksgeföser, kann sich jetzt verlieren, wie im Höhler auf der Hand. Alte steht stolzieren, Junge, Ab und Passe, Trina, Reis und Linksstock. Sind sie nicht gestellt, sie das jetzt alle. Ja, Funke Opipass. Es geht jetzt um die aktiven Beförderungen. Und jetzt zücken die Knubbelschreiber ihre Stifte, weil sie natürlich sehr genau aufpassen, wer befördert worden ist. Denn jeder, der befördert worden ist, der wird nicht nur zum einen hier bei uns auf der Leinwand erscheinen, sondern der wird auch sicherlich vom Knubbelkassierer oder Knubbelvorstand angesprochen, ob er nicht vielleicht in dem nächsten Jahr mit dem einen oder anderen Kollegen einen Knubbelabend geben möchte. Und da muss jeder ran, also freut euch, aber sitzt schon klar und erzählt der Mutter, die gerade dabei ist, da ein paar Nüsselebrot, weil die Funke sich all freuen, mit euch dieses Fest im Knubbel zu feiern. Also, insofern... Vielleicht könnten die auch, die kein Foto haben, die wir ja gleich auch sehen werden, vielleicht auch mal eine kleine Spende an den Knubbel machen, so als Wiedergutmachung, weil sie kein Foto haben und finden sich vielleicht beim nächsten Mal auch beim Fototermin ein. Das wäre doch auch mal eine schöne Sache, oder? Das kann man natürlich sagen, so nach dem Motto, ihr kennt ja alle von Heidi Klum, ich habe heute leider kein Foto für dich. Das ist was ganz Fieses, das geht bei uns nicht, wir sind Funke. Aber, liebe Freunde, eins ist auch klar, wir haben gesagt, befördert wird nur der an dieser Veranstaltung in Litewka teilnimmt. Das ist ja immer noch so ein paar Versprengte, die meine ich jetzt nicht.
Aber wir erwarten von euch ein Foto. Jeder, der befördert worden ist, hat Handy ein Foto und schickt uns das, damit wir so vom Wohnzimmer in das Studio wissen, ob ihr auch kurat gekleidet seid. Schließlich ist das eine Kontrollversammlung. So sieht es aus. Und zur Kontrollversammlung gehört es eben auch, dass man eben an dieser Veranstaltung im Ornat teilnimmt. Also auch ihr zu Hus, und das ist keine Spaß, wie man das geschrieben hat. Also, 13 Oberfunken, meine Herren, macht euch bereit. Zum Oberfunk wird befördert Simon Bäumling Fritze Koll, Daniel Bovermann um Jottes Wille, Valentin Brovo Fleisch, Gero Dauer Stief, Frank Fick Stüverhoff, Matthias Förster Monteur de Fress, Daniel Gehlen Verfdöppe, Jörg Rönefeld Böcke, Jürgen Pistono Streukoche, Markus Rotarius Zilche, Pascal Schmitz Schlummerkopf, Christoph Seckler Sackjeseesch, Sebastian Trilsbach Schützebum. Das waren die Oberfunken. Herzlichen Glückwunsch. Wie geht es im Programm? Kommen wir mal zu der Korporale. Das ist ja schon langsam mindestens ein Süppchen, ne, im Knobelabend, oder? Das denke ich schon. Ja. Also Oberfunke Brötchen Ja. und Korporale Süppchen, und wenn sich ein paar zusammen tun, vielleicht auch ein Brötchen. Ja. So Oder eine ungefähr. ganze Oven vielleicht. Ja, Meine Herren, Knobelschrieber, ob ihr Die passt. sparen ja all viel Geld dieses Jahr. Ja, so viel Geld. Zum Korporal werden befördert Peter Büscher, die Zündkets, Carsten Dromboski, Tophetz Küttel, Jörg Dubbert, et Nesshögsche, Diego Encarnacion, et Schokolätsche, Peter Gieren, Parapluie, Matthias Klipper, Knubbelefutz, Bernd Krings, Puppe Lappe Jottfried, Jörg A. Müller, et Schluffekinoma, Olaf Schiefer Aschhu, Michael Schmidt Brumbott, Sebastian Schneider Schwartlappe, Frank Sommer Jöckradieschen, Matthias Stresser Nümarzgrad, Julian Ulrich Blotsbroder, Christoph Vollberg Wärmfläch, Mark Zeller Strichriemel. Herzlichen Glückwunsch und dreimal von Netze Kölle! Allah! Funke! Allah! Kölle! Allah! Sehr zum Wohle. Also, sehr zum Wohle ist gut. Der Tisch ist leer. Das sollten wir vielleicht mal ändern nachher. Aber, liebe Freunde, das waren jetzt drück sind, plus 6 sind 29. Diese Menschen brauchen doch ein Gefährt. Also, wie kommen wir durch die Session? Die Frage geht, Dirk, was ist eigentlich mit dem Bus? Ja, ich war beim Dirk. Ich sag mal, einen Bus haben wir jetzt voll. Aber guckt es euch selber mal an. Bitteschön. Das Geld, das braucht zu bewahren, da tut ja all am Hetze litt. Das Geld, das braucht zu bewahren, weil es nur einmal Kölle gibt. Wo bleiben die denn? Ich warte jetzt schon die ganze Zeit. Moin Dirk! Moin Dirk, da bist du ja. Ja, natürlich. Ich bringe die Aufkleber vorbei. Geht es los? Ja, wir machen den Bus schon parat. Wer weiß, was Wunderbar. Ich bin parat, auf jeden Fall. Das ist gut. Dann machen wir den Bus jetzt noch parat. Mit wie viel Mann können wir denn überhaupt fahren dieses Jahr? Richtig.
vorbei. Da brauchen wir ein paar Bustemie. Ah, noch ein paar. da können wir hin. Nehmen wir hin. Da können wir hin. Ne? Wir sind fertig. Okay. Ja, dann freue ich mich schon wieder auf die nächste Session mit dir und Ich freue mich auf euch. super. Motor ist warm, Bier ist kalt, es kann losgehen. Ich freue mich auf euch. Ja, dann kann man ja nur sagen, Prost Dirk. Prost Dirk. Prost. Ja. Also ich glaube, Dirk, wir kommen, ne? Oder? Ja, wir machen alles, was möglich ist. Wir haben ein paar Sachen im Köcher und es wird anders werden, aber wir werden sicher auch einmal mit dem Bus fahren, vielleicht auch zweimal. Warten wir mal ab. Es gibt ja jetzt auch positive Nachrichten über den Impfstoff und vielleicht lockert sich die ganze Sache ein kleines Ich glaube, bisschen. die Welle kippt so ein bisschen in unsere Richtung und dann kommen wir auch wie Phönix aus der Asche, sage ich euch. Aber wir kommen jetzt zu einem Dienstgrad, ja, da geht es eigentlich auch mit, also die Historiker unter euch werden das noch wissen, da geht es eben um die Frage, wie erkennt man eigentlich die einzelnen Dienstgrade untereinander. Die einen sagen, ja, bei der Funke spielt das in Jack'n'Roll. Na, wenn ihr so in die Jahre hineinschaut und über die Jahrzehnte, dann gab es schon auch Unterschiede und ich kann mich da noch sehr dran erinnern. 1977 bin ich Roter Funk geworden. Wo warst du denn da eigentlich? In der Grundschule. Im 3. Schuljahr. Gestern hat er mir noch gesagt, im Kinderjahr. Nee. Also da war ich, 77 war ich 6. Da bin ich gerade eingeschult worden. Ja. Also ich war intelligent, habe früher angefangen. Ach so, hat sich bis heute bewährt von mir. Ah, Ne? ja, Also, das ist eine Koadjutant. Ja, Wahnsinn. Aber nochmal, die haben in der Vergangenheit in der Tat Wimpel gehabt, die wurden getragen und wir finden das im Übrigen auch gar nicht verkehrt, wenn sich das auch wieder einführen lässt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, pfui, Neuwahl. Habe ich nichts mehr mit zu tun, Freunde. Nein, aber es ist schon so, dass wir natürlich auch zeigen wollen, dass bei uns eben treuer Dienst auch ein Zeichen bekommt. Und früher war das eben ganz, ganz klar. Da hatte man 3 Wimpel beim Weibel, 2 Wimpel beim Vizeweibel. Und dann eine, glaube ich, dann doch auch beim Sergeant. Ne, Beim oder? Sergeant, genau. Da müsste einer gewesen sein. Aber das werde ich auch, wenn, dann noch mal ganz genau in der Uniformordnung nachprüfen, weil zu meiner Zeit war es schon nicht mehr üblich, dass man das jeder Ja, das war so, gemacht. das ist so ähnlich wie das Thema mit dem Umhang. Ne? Ja. Ich sag ja immer, der Funk hätte einen Umhang und keine Mantel. Aber das ist was anderes. Ja, wir kommen ja auch gleich noch zu den Weibeln und da hat unser lieber Burgvogt, der Uli, der hat auch für einiges für die Kleiderkammer gesorgt und da werden wir auch die Weibel sicher mit einem neuen Winkel ausstatten. Gut, dann darf ich bitten, folgende Herrschaften, die wahrscheinlich ahnen, dass sie jetzt befördert werden, sich zu erheben. Das ist zum Beispiel Kraft meines Amtes wird befördert zum Sergeant die Plüschbrumm Björn Brinkmann, de Kajas Ernst Dirk. Nee, Dirk Ernst, andersrum. Ja. Ernst Dirk, Dirk Ernst. Ernst Dirk. Der Knutschkugel Frederik Maria Hüsch. Der Spargelstecher Frank Kern. Der Pappnas Ralf Klicks, gerade frisch gewählt in den wunderbaren Vorstand des 2. Knubbels, Knubbelführer Jürgen Zumbe. Paul Ottenheim Kies, Jörg Pütz Tünnes, Christoph Schmitz, Rita Schnell, der Brunge Juck, Stefan Sievers, Ed Meier Sketche, Sven Tenhaf, Rubbedidupp, Jonas Warmbrunn, Ed Schwarzjeld, Achim Weiershäuser. Herzlichen Glückwunsch. Das waren die Sergeante. Kommen wir jetzt zu den Vizeweibeln. Also, was ist eigentlich Test an den Koadjutanten oder an euch? Könnte man ähnliche Quizos machen und das irgendwie mit einem Zeppelinfahrt belohnen. Aber was macht einen Vizeweibel aus? Er darf dann schon den Degen tragen anstatt des hölzernen Zabels, trägt aber weiterhin die Knabüs und ja, das Wort und 2 Winkel. Also jetzt mal ganz ehrlich unter uns, wo kriegt der dann jetzt eine Zabel her? Eine Degen. Ja, Also ich meine einen Degen. Ja, einen Degen. Ja, der kann sich vertrauensvoll an mich wenden, weil wir über die Kammer
natürlich Degen in ausreichender Menge haben. Ich habe gestern noch mal mit dem Tobias Kreiten gesprochen. Naja, in ausreichender Menge vielleicht nicht, das sind schon ein paar. Und der ein oder andere neue Leutnant braucht vielleicht auch einen. Und auf jeden Fall braucht ein Weibel das. Und da kommen auch noch ein paar. Aber wir haben welche. Also wendet euch an uns oder an mich und ich kümmere mich. Also früher konnte das mal Jahre dauern. Jetzt sind nämlich 12 Degen, die wir jetzt verleihen. An Kraft meines Amtes zum Funke, Fitzel, Weibel, Wied, beförderter Volker, Biermann die Tüt. Heinz Eckert et Korsett, Markus Eckert Lalelu, Peter Hoffmann Harry, Bruno Kieser Quasimodo, Andreas Palmen Knüttel, Daniel Borschen Ed, Markus Reitz Zibbel, Matthias Rongen Wibbel, Adi Schneider Herjots Frö, Paolo Secchi Don Camillo und Martin Teves Hasi Palau. Herzlichen Glückwunsch. Wo wir da gerade sind. Kontrollversammlung heißt ja eigentlich, was machen die Junge dann all, die in der Session gebrochen werden. Und da haben wir ja nicht nur Junge, die dabei sind, sondern wir haben ja auch Mädchen, die dabei sind. Oder eine Junge und ein Mädchen. Die haben das Quadruppel geschafft. Also sie sind 4-mal hintereinander zum Tanzpaar des Jahres gewählt worden. Das weiß jeder. Also sie, er, das erste Mal. Wo sind die dann jetzt eigentlich, Levin, Herr Koadjutant? Ja, ich war bei denen. Ich habe versucht, denen Corona-konformes Tanzen beizubringen. Das hat nicht wirklich funktioniert. Also, ja, guck es dir an. Es gibt ja wieder einen Film. Schau ihn dir an. Also, wir haben es mit Abstand versucht und so richtig haben sie sich auch keine Mühe gegeben, gebe ich zu. Aber das ist auch eigentlich Driss. Ich glaube, das hat aber damit zu tun, dass unser hochverehrter Tanzoffizier leider eine Verletzung erlitten hat. Der ist auch im Moment ein bisschen malat, also das heißt, dem fällt es schwer im Moment, die Judith zur Seite zu heben und hochzuheben, aber das kriegen wir in den Griff. Wir sind da optimistisch. Also, damit ihr wisst, wie es unserem Tanzpaar geht, zeigen wir euch jetzt genau das. Lev Funke, ich bin heute in der Wagenhalle und begrüße mal unser Tanzpaar beim Tanztraining und beobachte mal, was die so hingekriegt haben in der Corona-Zeit. Das richtig trainieren konnten die ja nicht. Und außerdem haben wir ja 1,50 Meter Abstand. Und damit das funktioniert, habe ich ihnen mal eine kleine Abstandshilfe mitgebracht. Und dann gucken wir mal, was sie draus machen. Kommt! Ich wollte mal gucken kommen. Super hier. So, jetzt halt mal an hier. Mama. Mensch, das sieht ja schon ja nicht so schlecht aus, dafür, dass er so wenig trainiert hat. Aber haben wir denn auch einen Plan B? Nee, hast du den? Ja, wir haben Corona, ne? Und wir müssen 1,50 Meter Abstand halten. Also ich habe mir was überlegt und ich glaube, der Heinz Günther ist da auch mit einverstanden. Ich weiß es nicht, aber ich habe gedacht, ihr tanzt einfach mit 1,50 Meter Abstand. Ich habe auch schon mal mit der Andrea gesprochen, die war auch nicht so begeistert, aber ich habe gedacht, wir probieren das heute mal aus. Und deswegen habe ich euch die 2 Besenstiele mitgebracht. Die würden wir dann vielleicht noch ein bisschen farbig markieren und dann hinter die links und rechts. Und versucht mal. Ja, dann probieren wir das doch mal, oder? Das soll doch klappen, oder? Dann machen wir mal die Schussszene, letzter Teil, Levin oder her. Okay. Das wäre euer Einsatz gewesen. Ja, gut, das fängt jetzt gerade an, ne? Also. Nee, also du kannst ja nicht, also das kannst du knicken, wie willst du denn das machen? Also Das ist schon schwer, ne? Nee, funktioniert nicht. Das kannst du vergessen. Was machen wir jetzt? Müssen wir Plan B. Plan C. Plan C. Plan C, Funkentanz. Ah, den können wir besonders gut. Mit Abstand. Natürlich mit Abstand. Aha.
Funkentanz mit Abstand. Ich hoffe, ihr habt euch noch alles gemerkt bei eurem... Hackespitze 1, 2, 3. Funke, aufgepasst. Funke, Tanz. Und jetzt rechts vor, links und dann zurück am Platz. Genau, links. Ja, Judith, nein. Also so läuft das nicht. Wir müssen den also weltperfekt auf die Bühne bringen, wie es die Funken auch machen. So läuft es nicht. Dann müssen wir halt bis Januar jetzt durchtrainieren. Dann machen wir halt Zoom-Meetings, weil wegen Corona müssen wir Abstand machen. 7 Uhr morgen früh, wenn ihr aufgestanden seid, am Bett den Ja, was lachst du denn da? Alles für der Faste. Ja. Ich bin ziemlich sicher, ihr schafft das, oder? Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja, ich denke, wir schaffen das. Wir schaffen. Ja. Super. Ja, also ich glaube, dass das mit dem Funkentanz und dem Tanzbar hoffentlich nicht wirklich sein muss. Und ich hoffe sehr, dass unser Tanzoffizier auch bald wieder heben kann. Weil die Performance von denen ist da einzigartig, oder? Ja, die ist schon ziemlich grandios. Allerdings muss man auch sagen, die sind natürlich dieses Jahr auch echt gehandicapt. Ne? Wir haben keine Hallen, wir müssen Hygienekonzepte schreiben, wenn 2 Personen zusammen tanzen üben wollen in einer öffentlichen Turnhalle. Also man weiß, wie groß eine Turnhalle ist. Und das ist alles relativ schwierig. Und jetzt hat sich der Flo auch noch verletzt. Also Naja, aber die Marie hat uns jetzt ja gerade so gebützt, ne, aus der Ferne. Also im Facebook war sie gerade drin. Dann bützen wir 2 doch mal die Marie zurück. Machet Jod und pass auf der Jung up. So, dann kommen wir weiter zu unserem Programm. Und, was ist denn hier los? Ach du Scheiße, der Klappstuhl. Ich Jon, ne? Das kannst du schön alleine machen. Ich Jon, ein Bier trinke. Erinnert euch noch? Der Klappstuhl. Melaten. Mein Gott, wir sind doch hier nicht im Funkhaus. Was ist los, Herr Präsident? Funk. Funk. Deswegen hier. Es wird immer schöner. Hier werden normalerweise Weltnachrichten gemacht. Ja, pass mal auf, da sind wir doch gerade dabei. Wir werden hier Beförderungen aussprechen. Menschen, die sich für die Roten Funken verdient gemacht haben, werden heute geehrt. Wenn das keine Weltnachricht ist... Ja dann, hören's. Ich hab ja gedacht, apropos Melaten. Hast du es gelernt endlich? Ja, das ist immer der gleiche Driss. Doch, ja. So, manchmal fragt man sich, Herr Präsident, was kannst du eigentlich? Ja, zum Beispiel mit dir reden. Das ist schon schwer genug. Apropos Melaten und Tod. Ich dachte, der Karneval, der hat es hinter sich. Kaputt, tot. Ich meine, ich habe dir das ja schon vor 3 Jahren gesagt. Wir fangen ja mit dem Melatenfriedhof an. Wir denken ja erstmal an die Toten, an die Kranken, an denen es die nicht gut geht, am 1. November. Denn wer traurig sein kann, der kann das Recht feiern. Und in so einer Situation, in der wir uns gerade befinden, können wir feiern. Wir haben jetzt ungefähr 300 Wohnzimmer zugeschaltet. Ich weiß ja nicht, vielleicht auch einer in Australien. Also alle aktiven Roten Funken haben einen Code und verfolgen jetzt zum Beispiel dich, wenn das nichts ist. Hören, so viele Zuschauer habe ich nie. Ja, ich hoffe, ja, das hast du jetzt gesagt. Nein, aber ich verfolge natürlich jede deiner Sendungen. Ja, papalapap. Aber der Karneval lebt. Ihr macht weiter ja, und... Sowas von. Also wenn du vielleicht gestern als orientierter Kölner um 11:11 Uhr in der Stadt warst, konntest du einen Zeppelin sehen. Oh. Da stand drauf, blieb gesund, aber blieb zu Hus. Und das haben die Kölner gemacht. Und das war ein Rote Funken Zeppelin. Tolle Aktion übrigens. Absolut. Wirklich, also da geht mir ja, ne, als er da so zwischen den Domtürmen, da geht mir ja das Herz auf. Darf ich das sagen? Naja, ehrlich gesagt wäre ich gerne durch die Domtürme durchgeflogen, aber das hat dann doch der Dompropst vielleicht verhindert. Ja. Also insofern. Aber... Ihr hattet ja auch nicht genug Promille gestern. Nein, aber ich muss ehrlich sagen, die Kölner haben sich wirklich daran gehalten und haben mal gezeigt, dass sie sich wirklich auch mit der Krankheit auseinandersetzen. Und das ist da kann man eigentlich nur Danke sagen an alle, die verstanden haben, dass man das jetzt eben mal anders machen muss. Mit ein paar originellen Ideen, wie wir jetzt hier die Leute befördern.
Ich habe ja überhaupt nie Zeit, ne? Aber Genau. hast du noch so ein paar Bilder von den Zeppelin? Ja, pass auf. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Und wenn du zwischendurch gehen musst, dann gehst du einfach. Tilly, schön, dass du da warst. Du bist immer herzlich bei uns. Die roten Funken immer im Herzen, seitdem. Ja, genau. Ja, mit wem ich am Friedhof war, mit dem, Ja, ne, genau. hör mal. Genau, besser über der Erde als unter der Erde. Ja. Ich freue mich sehr, dich mal wieder bei uns zu sehen. Dankeschön. Schön, dass du da warst. Ne? Und jetzt Zeppelin. Wie lieb ich dich, Rot und Wies, ich gebe das letzte Hemd für dich. Rot und Wies ist unser Fahnen, Rot und Wies, du bist Gesetz. Rot und Wies, schwere, rechte, kölsche Hetz. Wir sind der Rote Funke, der kölscheste Verein. Seit 1823 uns tritt keinen Teufel klein. Wir haben 4 Knubbele in jedem 100 Mann. Ein Knabüs und Sternall, beim Schnippen 5 stramm. Und die Stadt Lüleport ist unser Hauptquartier. Da fahren wir auch um die Welt als Kölschen exportier. So, ihr Lieben, ja, wir sind jetzt gleich über den Kranhäusern. Übrigens sehen die Kranhäuser von oben auch ganz nett aus. Auf die einen oder anderen Balkon kann ich gucken. Sehe winkende Menschen. Überall sind sie zu Hus und wir müssen also zurück und gehen jetzt mit unserem Funkenschiff über den Rhein. Das ist eigentlich ein ganz besonderes Erlebnis, das überhaupt einmal zu machen. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Und andererseits ist es auch eine Botschaft, die wir senden wollen. Die Botschaft heißt, dass wir alle lernen müssen, mit den Umständen umzugehen, aber dass es trotzdem immer wieder Ideen, kreative Möglichkeiten gibt mit diesem ganzen Theater, Covid-19 oder wie wir bei den Funken sagen, dem Grötsche Virus 5J. Insofern ist das eine kleine Einlage. Wir begrüßen ganz herzlich das designierte Kölner Dreigestirn der Altstädte, die ja auch einen anderen Tag normalerweise erleben würden. Und da ist es ja nur gut, dass sie das in der Session 2022 noch einmal erleben dürfen. Aber so ein bisschen traurig ist man schon. Aber wie ich das schon an anderer Stelle gesagt habe, es ist enorm, wie die Kölner diszipliniert mit dem Thema Belief zu Hus umgehen. Es sind wirklich keine Menschen auf der Straße. Die großen Plätze haben wir gesehen, den Heumarkt, den Altermarkt, den Roncalli-Platz, den Neumarkt. Nirgendwo sieht Menschen, die jetzt meinen, dieses Signal der Stadt und der Karnevalsjecken zu unterbinden, denn es geht um die Gesundheit. Und der Bundespräsident hat es ja nun gestern auch mal gesagt, wenn es um irgendwelche Demonstrationen geht, das Demonstrationsrecht ist ein Grundrecht für den Deutschen, aber es hört dort auf, wo es andere Menschen gefährdet. Und so scheint auch die Demonstration, die haben wir auch hier von oben gesehen, die hier heute in Köln stattfindet, keinen Zulauf zu haben. Ein paar Versprengte, aber das ist die Antwort, die ein aufgeklärter Bürger in dieser Zeit nur geben kann. Denn eins ist klar, wir werden wieder feiern, ausgelassen, und wir werden diese Möglichkeit nutzen, sobald es irgendwie möglich ist. Das ist das, was ich hier aus dieser absolut eindrucksvollen Reise mitnehme und was ich euch noch einmal von hier oben sende. Wartet Jod und blieb gesund. Tilly. Ein schöner Hektiker, oder? Der kleine Ich kann Mann. es dir sagen. Tilly, das Buschkänguru, hat uns hier überrascht. War nicht geplant, aber so ist er halt. In den Weltnachrichten. Tschüss.
Wir sind hier in einer offiziellen Veranstaltung der Roten Funken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie sich nicht weiter stören, denn wir wollen jetzt weitermachen, denn wir kommen jetzt zu dem Dienstgraden der Funkenweibel. 9 sind es. Dirk, 9 Stück? 9 Stück, 3 goldene Winkel und einen Degen und keine Knabüs. Das ist ja der Hammer. Ganz wichtig. 18 Jahre Roter Funk aktiv. Ganz wichtig, und ich darf immer mal sehr daran erinnern, dass der Vorsitzende im Ballotageausschuss, also der Fürgänger vom Nachfolger, eben einer war, der Weibel war und der auch nie etwas anderes Sinn wollt. Und deswegen ist es auch uns ein Herzensanliegen, dass die Junge auf der Bühne auch immer jo zu Sinn sind. Das ist schon Kontrollversammlung. Was nicht immer klappt. Ne? Nee, weil da immer noch irgendwo so ein paar Höhner rumschwirren. Also, nochmal. Arbeiten wir dran. Sollte sie, vielleicht ist es ja jetzt was dünner, wenn wir auftreten, aber ganz generell sollte man einem Funkenweibel die höchste Ehre entgegenbringen. Und dort zu werden jetzt befördert, Kraft meines Amtes, et Schelleböhmchen Detlef Dahlaus, et Bauklötzchen Albert Elenz, der Mangelbruder Friedel Eichler, Spaghetti Francesco Infantolino, der Böi Jaffel, Henning Lux, Balbutz, Guido Maria Schmidt, Daggel, Stefan Johannes Schockhofen, die Brandspritz Lothar Straten und der Kaczmarek Andreas Unger. Tosender Applaus in den Wohnzimmern. Glückwunsch. Und dreimal von Etze, Könne! Alaf! Funke! Alaf! Könne! Alaf! Sehr zum Wohle. Zum Wohle. Apropos sehr zum Wohle, ich denke jetzt gerade mal an die Bühne. Lieber Dirk, meinst du denn, wir trinken in der Session auch noch mal aus unseren Bechern? Ich könnte mir vorstellen, ich habe den Günther losgeschickt, der soll doch mal gucken, ob da alles im Reinen ist. Aber der Uli, glaube ich, der ist am Werke. Wir haben einen kleinen Beitrag. Schau dir selber an. Na, dann gucken wir mal. Ist das schön, endlich wieder hier für die Jungs tun können. Naja, ist ja auch bald wieder zick. Ich hoffe, es geht alles in Gewäsch. Naja, so, das sieht schon so aus, der kriegt der Ebert. So, dann nehme ich mal hier noch den Dirk, der Wiesmann. Ja. Uli, wie ist es? Alles gut, Junge? Günther, alles gut? Bist du Alles fleißig? gut. Ja, wie immer. Jedes Jahr die gleiche Zeit, kennst mich ja. Ja, das weiß auch so hoch. Ja, durch der grünische Scheißer ist das alles ein bisschen Riss. Ja, wenn die Kelche erzählen könnten. Dann kann ich das sagen. Ich habe gerade der Wiesmann noch fertig gemacht. Ich nehme mir jetzt den Pfeil noch hin. Oh ja, der Pfeil, der kriegt ja immer einen Herzinfarkt. Wenn der Junge von der Bühne, dann ist er nicht nur für die 11, dann ist er für die 200 Funke hoch. Der hängt über den Kopf zusammen. Jedes Mal, wenn die Funke auf der Bühne waren und von der Bühne raus sind, dann die Funke 500 € minus in der Kasse. An die Führer im Maritim, der ist auch. So viel die Bilder hängen weg. Sensationell. Aber das ist ja auch nichts, du musst wieder machen. Ja. Die Junge von der Kommandantur, die brauchen die Kelche im Studio, die haben ja durch, die müssen ja auch nicht trinken. Ja. Aber nimm sich Beförderung an, die haben ja die ganz trockene Lappen. Ja, pass auf, ich lasse mich jetzt in die Restaurant bringen. Ich mache das wie jedes Jahr vernünftig. Ja, nur, das nützt ja nichts. Ich muss das ja noch rüberbringen. Dann hau du ruhig ab, ich bring das denn wirklich. Ja, das ist ein Wort, da freue ich mich. Da bin ich jetzt fort. Ja, aber lass dich nicht mehr allzu viel zeigen. Nee, ich mache das schon vernünftig. Alles klar. Danke dir. Tschüss. Tschüsschen. So, ist ja auch fertig. Funke Opiepass. Nachdem wir jetzt so viele Beförderungen hinter uns gebracht haben, also die Knubbelschriever und auch die Knubbelvorstände müssen ja diese ganzen Namen überhaupt erstmal erfassen. Das sind ja unendliche Menschen, die jetzt sich freuen, dass sie einen Dienstgrad höher gekommen sind. Machen wir ein kleines Päuschen. Und in diesem Päuschen haben wir etwas vorbereitet, glaube ich. Mein Blick geht natürlich zum Choradjutanten. Im weitesten Sinne hätte er doch jetzt mit dem zu tun, denn auch er hat 3 Haare auf der Brust. Oder Bart, ne? Gehst du ihn mal holen? Mach ich.
Ja. Freuen wir uns auf unseren Gast Bernd Stelter. Also wie macht man so mit den Füßen oder so macht man, ja. Ne? Ich habe mein Schnüsseldienchen ja immer am Mann, aber wir haben den nötigen Abstand. Ja. Schnüsseldienst ist auch schön. Schnüsseldienst. Also ich habe auch mal einen dabei. Das plattdeutsche Wort, norddeutsch-plattdeutsche Wort des Jahres ist übrigens Schnutepulli. Also Schnüsseldienst auf Kölsch ist Schnutepulli auf Platt. Wahnsinn. Ich könnte sicher sein, dass du hier dieses Studio nicht verlassen wirst, ohne dass du ein Schnüsseldienchen der Roten Funken an dich nehmen kannst. Ich griff mal an, nämlich noch welche. Du kommst ja gar nicht erst rein ohne Schnüsseldienchen. So ist das. Und raus auch nicht. Ist das. Und ich finde es auch okay. Ja, wurde hier, kann man sagen. Ja. Das ist jetzt wirklich eine Zeit, die wir in unseren kühnsten Träumen, Bernd, nicht erträumt haben. Und du gehörst natürlich zu dieser Berufsgruppe derer, die es am meisten gebeutelt hat. Und ja, vielleicht einfach mal dazu. Wo bist du, wo steht's dir, wie ist es dir gegangen? Und wir sind Funken, wo ist das Fünkchen Hoffnung? Ja, also zunächst mal, wie ist es mir ergangen? Zum Glück ist unsere Karnevalssession im letzten Jahr ja noch komplett durchgegangen. Ja? Ich weiß, das erste große Interview, das ich gemacht habe zum Thema Corona, ob man Witze über Corona machen könnte oder nicht, das war an Rosenmontag. Ich stand neben dem Wagen. Ja? Ich stand neben dem Wagen, ich wollte gerade auf den Zug. Das war natürlich ein großer Glücksfall, denn eigentlich ging es in der Woche drauf schon los. 2 Wochen später hatte ich die ersten Tourneeauftritte und die fielen schon aus. Da war schon bald Feierabend. Ich hätte in diesem Jahr insgesamt über 100 Konzerte gespielt und davon sind 7 übrig geblieben. Also kann man sich mal vorstellen, das sind wirklich über 90%, die da weggebrochen sind. Und ich muss dazu allerdings wirklich eins sagen, und das ist mir auch sehr wichtig, weil ich möchte hier nicht kümen auf hohem Niveau oder so. Ich möchte von vornherein sagen, es geht dann nicht um mich, weil ich mache das jetzt seit 32 Jahren. Also insofern, ich werde daran nicht pleite gehen. Aber es gibt so viele Leute, jetzt nicht nur die Techniker, die Jungs, die das Licht aufhängen, die den Ton machen, sondern auch die Künstler, die seit 2, 3, 4 Jahren dabei sind, die vielleicht investiert haben, die sich in ein Büsschen gekauft haben oder eine Anlage oder was auch immer. Und die stehen jetzt plötzlich ganz schlimm da. Und jetzt muss man leider mal dazu sagen, im Moment, glaube ich, gibt es die ersten Stimmen, die sagen, wir müssen jetzt mal was für die tun. Aber da habe ich ein halbes Jahr erstmal gar nichts gehört. Professor Pinkwart, unser Wirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen, der FDP, der hat gesagt, also jetzt so der Kultur einzeln helfen, hält er für falsch. Einzelne Branchen unterstützen ist sicherlich nicht die Lösung. Entschuldigung. Gibt die Lufthansa dann die 9 Milliarden zurück? Oder was ist mit dieser Mehrwertsteuererhöhung, die wir hatten, und um die einzelnen Einzelhandel nach vorne zu bringen? Als der Einzelhandel wieder zugelassen wurde, im April, Mai, da hieß es also bis 800 Quadratmeter und die Möbelhäuser. Warum denn die Möbelhäuser? Also wir können also festhalten, es sind jede Menge einzelne Branchen, denen einzeln geholfen worden ist. Man hat einer einzelnen Branche nicht geholfen und das war wirklich die Kultur. Und das kann natürlich wirklich auch schwer schiefgehen, weil nehmen wir mal die kleinen Theater, jetzt nicht die Künstler, die kleinen Theater, unser Senftöpfchen in Köln, Theater im Bauturm und wie sie nicht alle heißen. Ja? Wenn da nicht eine massive Unterstützung kommt, dann sind die im nächsten Frühjahr allesamt pleite. Was würde das denn bedeuten? Im Moment haben wir noch Glück und wir leben in einem Land, in einem Staat, wo man dem Künstler nicht sagt, was er auf der Bühne sagen soll. Aber guck dir doch mal Polen an, Ungarn. Das sind Länder, die sind in der EU. Oder was ist denn in Amerika gelaufen, das Land der Freiheit? Ja? Also, wenn der erste Politiker da steht und sagt, nee, also bitte gegen mich dürft ihr nichts sagen. Und wir haben dann keine freien Theater mehr, sondern nur noch städtische Theater. Dann ist das für die Kultur eine Katastrophe. Und deswegen rege ich mich immer so auf. Deswegen sage ich, nein, wir müssen da wirklich was dafür tun. Die Kulturschaffenden, aber auch die Theaterlandschaft, das muss wirklich dringend erhalten bleiben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass seit wenigen Tagen oder Stunden so ein Stück weit Hoffnung aufkeimt. Also niemand, ich auch nicht hätte erwartet, dass insbesondere auch noch ein Kölner Unternehmer zu denen gehört, die jetzt einen Impfstoff, der belastbar ist. Ich habe gehört, 90% Sicherheit, dass er wirkt und dass einfach bei Grippe diese Wirkstoffe nur 60 oder 70% haben. Das heißt, hier keimt etwas auf. Es ist die Frage, wie muss es organisiert werden, wie können die Menschen geimpft werden. Aber bei mir ist wirklich nachhaltig jetzt die Hoffnung entstanden, dass wir wirklich die Session 22 nicht auch
abschreiben brauchen. Diese Hoffnung, die ist bei mir auch entstanden. Und zwar spätestens dann, als der Professor Drosten, und das ist ja nun von den ganzen, man kennt ja mittlerweile alle Immunologen der Welt, ne? Also Professor Drosten ist ja der noch so ein bisschen, eher so ein bisschen sehr skeptisch ist. Ne? Der Streeck sagt, ne, den kann man schon, und der Drosten sagt, nee, mach mal lieber nicht. Ne? So. Und selbst der Drosten hat gesagt, Ostern ist die Pandemie noch nicht vorbei, aber zum Sommer hin würde es sich wohl entspannen. Denn da haben wir erstens die Impfstoffe, die dann vielleicht auch langsam aber sicher geimpft werden. Ja, dass es immer mehr Leute gibt, die wirklich auch geimpft sind. Dazu steigen dann die Temperaturen wieder an. Und im Sommer haben wir auch gedacht, es hätte sich schon entspannt. Ne? Aber ich glaube auch, dass wir zum Sommer hin eine entspanntere Lage haben und dass wir dann zum nächsten Herbst eben nicht die 5., 6., 7. Welle kriegen, sondern dass wir dann am 11.11. sagen können, Allah. Also Männer, im Funkeneid steht ja de Bützerei nicht überdrieve. Ich glaube, wir werden in unserem Leben alsbald wieder dazu kommen, das auch ganz praktisch zu üben. Wobei eins war für mich bemerkenswert und da kriegte ich eine Gänsehaut. Ich erinnere mich, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, 3 Monate oder was, Bernd? Da habe ich dich gesehen bei Hart aber fair. Ja. Und da war das so mehr oder weniger die Abschlussfrage an dich und ob es denn eigentlich ja aufgrund der Schwerheit der Krankheit und Covid-19 macht man ja keine Witze, aber ob du nicht doch einen in der Tüte hattest oder hättest und da hast du einen rausgelassen und der war schon sehr kölsch und schaurig, das ist aber der beste Witz, den es gibt. Oder hast du den nochmal dabei? Ja, die Frage ist ja, wenn das endlich hinter uns ist, wenn wir diese Corona-Krise hinter uns haben, dann werden wir uns alle in den Armen liegen und werden sagen, Mensch, was waren das für bekloppte 12 Jahre? Und wir hoffen, dass das nicht der Fall ist. Ich möchte noch was ganz Positives sagen. Weil du hast gesagt, wir Funken haben ja diesen Funken Optimismus. Ich möchte noch eben sagen, wofür wir den brauchen. Ich sehe so viele Leute, die langsam aber sicher depressiv werden, die traurig werden, die nicht mehr rausgehen, die dick werden, die nichts tun und so. Wir müssen rausgehen, wir müssen Freude haben, wir müssen Menschen treffen, wir müssen sie vielleicht im Moment nicht küssen, aber wir müssen die Leute wieder treffen und Karneval ist genau das. Karneval ist rausgehen, aus sich rausgehen, Leute treffen, vielleicht auch Leute, die man ansonsten gar nicht treffen würde und mit einem Lächeln auf den Lippen einschlafen. Das ist Karneval und das brauchen wir unbedingt. Und wenn wir dieses Jahr eine Pause machen müssen, dann machen wir ein Päuschen, aber nur das. Und im nächsten Jahr geht es ganz sicher wieder weiter. Das ist der Funke Hoffnung. Ja? Das kenne ich ja noch als Lied aus der Kirche in der katholischen Jugend. Aber bei Lied sieht man natürlich einen Bernd Stelter. Einen, der auf den Brettern geboren ist. Unser Ehrenknabüsträger. Aber der in Sprache, in Intelligenz und Witz auf der Bühne steht, aber vor allen Dingen natürlich ein Liedgut besitzt. Und du bist ja jetzt da und hast die Gitarre dabei. Jo. Und ich habe da so einen ganz besonderen Wunsch. Das wäre das erste Mal, dass du den nicht hast. Euch, Bernd Stelter. Der Clown ist ein ganz armer Mann, hat mir mal irgendwer erzählt. Denn er muss raus in die Manege, egal was läuft auf dieser Welt. Er hat das Lachen aufgeschminkt, wenn es ihn auf die Bühne zieht. Dieses Lachen, hinter dem man auch die Tränen niemals sieht. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühle ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Der Clown steht 1000-mal vor seinem Publikum, zaubert Glück in die Gesichter. Das ist sein Heiligtum. Er hat Applaus und Spaß und Liebe, was nicht jeder sagen kann. Er hat es sicher manchmal schwer, aber er ist kein armer Mann. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühle ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren.
Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Dompteure, Akrobaten, das ist ziemlich lange her. Der Zirkus bleibt geschlossen, die Manege, sie ist leer. Der Clown, er schminkt sich jeden Abend. Und hörst du, wie er lacht? Denn wenn du lachst, siehst du den Sonnenstrahl auch in der tiefsten Nacht. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin der, der Faxen macht. Ich will, dass ihr lacht, wenn der Applaus kommt, fühl ich mich wie neu geboren. Erst wenn das Lachen stirbt, erst dann sind wir verloren. Ich erzähl vom wahren Leben oder auch vom schönen Schein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Ich bin ein Clown und ich will gar nichts anderes sein. Dankeschön. Ja, ich glaube, das geht durch alle Wohnzimmer und ich muss euch ehrlich sagen, also ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber so ein bisschen feucht ist mir das immer geworden, wenn der Bernd das Lied singt, weil, sind wir uns ehrlich, ne, Rude Funk ist eben genau das, was der Bernd auch in seinem Lied singt. Wir wollen den Menschen Freude bereiten, dafür sind wir da und deswegen haben wir so einen großartigen Künstler wie dich heute hier gehabt, lieber Bernd. Und sei sicher, die Roten Funken haben einige Konzepte in der Tasche, die wir verkünden werden. Wir müssen improvisieren, das haben wir längst getan, wenn die Stimmung dafür sich aufheitert. Und dann denken wir an unsere Künstler, da haben wir ganz tolle Konzepte und dann werden wir dich wiedersehen. Das ist, wenn ich mir was wünschen darf, dir wünsche ich das und ich wünsche mir, dass wir uns dann weitersehen. Also in diesem Sinne sagen wir... Ich wünsche allen Funken, seid jetzt nicht traurig. Seid nicht traurig. Ich finde es toll, dass man auch ein bisschen Kreativität an den Tag legt. Was ihr hier gerade macht, das ist Kreativität. Hätte ich mir von allen gewünscht und macht bitte genauso weiter und Kölle Allah. Ja, das würde ich jetzt mal sagen. Ungefähr 300 Wohnzimmer gucken uns jetzt gerade zu. Der Mam, der Pap, das Kind, der Üm, alle sind sie da. Auf diesen hochverehrten, großartigen Künstler, ja, unseren Stammgast und Ehrenknabüsträger Bernd Stelter. Drehen wir von Hetze. Kölle! Allah! Kölle! Allah! Kölle! Allah! Lieber Bernd, Danke auf dir. Wiedersehen. Macht's Dankeschön. gut. Vielen Tschüss. Dank. Ich freue Herzlichen mich Dank. auf die Gadice. Genau. Ja, danke, Uli. Danke, Uli. Unser bester Mann. So, ihr lieben Funkenfreunde, jetzt haben wir auch gesehen, dass es die Becher gibt. Ja. Mal gucken, ob die dicht sind. Prost, Dirk. Ja, Prost. Übrigens, in alle Wohnzimmer sehr zum Wohle. Nochmal uns trinken. Oh, jetzt hat er auch Brand. Genau, gehört auch dazu, ne, dass man getrunken wird. Denn jetzt kommen wir natürlich, wie jeder weiß, was kützen noch einem Weibel und nach einem Bernd Stelter und was wir alles gesehen haben und der Bühnendekoration, der Versorgung für den Vorstand. Wir kommen zum Dienstgrad Leutnant. Das schreibt sich ja mit uns mit 2 E. Hinter dem T gibt noch ein E. WW Funke Leutnant. Das sind alles Lück, die besonders viel für unsere Gesellschaft getan haben. Das kann man nicht kaufen und da sind wir ziemlich stolz drauf. Bei anderen Gesellschaften kann man auch für das richtige Portemonnaie der Leutnant werden. Bei uns kann man das nicht. Und die Jungen haben all viel gedonnen. Und dun auch. Und so ist das. Und deswegen dürfen wir sagen, also zunächst mal darf ich zu ihm sagen, er ist derjenige, der unseren Plugin in die Säle trägt und natürlich bei jeder Veranstaltung oder fast jeder Veranstaltung dabei ist und von daher natürlich schon filmimobil sein muss, um bei fast jeder Wacht dabei zu sein. Und außerdem hat er natürlich auch den Schutz für den Plugin und außerdem ist er zum Beispiel auch bei Trauerfeiern oder anderen besonderen Einsätzen im Einsatz. Und deswegen ist es uns eine große Freude, zum Leutnant der Kölsche Funke und Ruth Wies auszurufen, der hochverehrte Herr Franz Brandwing Alexander Schlickum. So, jetzt ist Musiktusch, was auch immer, ist auch real. Alexander, einen herzlichen Glückwunsch, Franz Brandwing, du schön, das Fähnchen Wiegerschwenke, das hast du bisher sehr gut gemacht. Kommen wir zu einem anderen.
Der hat einen fulminanten Start in seine Funkenkarriere, weil er war sozusagen in die Historie, geht das auch ein, das erste assoziierte Mitglied im Funkenvorstand, So sieht es aus. neben seinem Kollegen. Hatte man für ihn nicht und haben gesagt, aber wer da doch im Vorstand mal zu Hause sein will, der soll dann doch auch mal vielleicht so ein Jahr mit Probe laufen, aber schon Verantwortung übernehmen. Und das hätte auch jemand brav in der Funke-Uniform. Das ändert sich jetzt, denn er ist von euch gewählt worden in den Funkenvorstand. Und was er natürlich nicht so ganz am Schirm hat, war, dass er fies krank geworden ist dieses Jahr. Und wir sind ganz froh, dass man wieder haben. Er ist ein bisschen schmal im Gesicht, ein bisschen bleich, aber die Färbe kommt wieder. Denn eins könnt ihr sicher sein, wir haben ja gehört, Hirot. Und da sind wir irgendwie dabei, ne? Oder? Ja. Der Jan Räucher, der macht das. So eine kleine Funkenverschwörung ist im Gange. Und das hätte aber nichts damit zu tun, dass wir ihm jetzt auf den neuen Genesungsweg noch jetzt in die Schublade lege. Denn Kraft meines Amtes darf ich befördern. Der hochverehrte Herr Futzkittel zum Leutnant der Kölsche Funkrot-Wies, Michael Morant. Herzlichen Glückwunsch! Einer, der auch eine Karriere gemacht hat, so eine, ich will nicht sagen, ist ein Spätberufener. Doch, kann man aber. Der aber gesagt hat, jetzt habe ich zick, jetzt kann ich mich kümmern, jetzt kann ich mich einbringen. Früher ging das nicht, da hatte ich zu viel zu tun. Da war ich aber immer bei den Roten Funken dabei, auch ein Querdenker, auch jemand, der sich mutig an Themen herangewagt hat, von denen er glaubt, das sind wir eben auch. Also unvergessen für mich ist ein Knubbelabend. Ja, mit den Rotlichtgrößen. Den Rotlichtgrößen. Und ich sag mal so, der ein oder andere Funk rutschte etwas nervös auf seinem Hinterteil hin und her. Aber da waren sie ja alle, der lange Tünn hat vom Leder gezogen und es war so eine Initiative, auch diese Zeit einmal lebendig zu machen. Und das sind so Dinge, die sind ihm zuzutrauen. Ich glaube, in seinem neuen Amt als Knubbelführer des zweiten Knubbels ist ihm ohnehin noch einiges zuzutrauen. Aber es ist jetzt vorbei. Du hast die Funkenuniform jetzt zu Tusche. Du bist jetzt eine Respektsperson. Warst du früher auch. Ist auch scheißegal, ob was du in Uniform für alles. Jede Funk ist eine Respektperson. Aber Kraft meines Amtes wirst du heute befördert zum Funkeleutnant der Kölsche Funkerot-Wies von 1823. Der hochverehrte Herr Klötz, Jürgen Zumbe. Herzlichen Glückwunsch! Naja, und dann haben wir eben so zwei. Wir haben eben schon mal gesagt, da gab es ja jetzt zum 11.11. einen tollen Einspieler aus dem dritten Knubbel. Alle sind sie kreativ. Der erste Knubbel hat die Corona-Zeit überdauert, indem sie ihren... Virtuelle Knubbelabende im Wohnzimmer. Mit selber kochen, Homecooking und alles, was dazu gehört. Ja, und dann auch mit wie nennt man das, Feldpaket abzuholen in der Ruhrpott, wenn ich an Spargel denke. Ne? Ja, Spargel, das war super. Also die ersten, die überhaupt am Schirm waren, war der vierte Knubbel, die haben sich wieder getroffen. Ja, die und also von daher ist das... Tolles Hygienekonzept. Ist das einfach toll, dass es diese unterschiedlichen Knubbel gibt. Aber die Junge vom dritten Knubbel hatten also gestern einen tollen Einfall und haben also kleine und große Größen des Kölner Karnevals zusammengezogen und haben damit den Leuten ein bisschen Spaß in den Wohnzimmer gebracht. Davon sind zwei sozusagen, also eins haben sie natürlich nicht gemacht. Ne? Der zweite Knubbel hat einen Briefwahl gemacht und die zwei... Ja, sozusagen auf Verdacht, dass wir das endlich längst erledigt hätten, werden also jetzt doch auf Vorlage, dass ihr jetzt irgendwann im dritten Knubbel nicht nur Sendungen macht, sondern auch wählt. Das ist eine Aufforderung an den hochverehrten Herrn Müller. Bringt das ins Hingerüch. Wir glauben fest daran, dass die zwei neben dem hochverehrten Herrn Knubbelführer da blieben, wo sie sind. Und das ist ein Mann, der sich schickt, der Schatzmeister zu sein,
Der Kinderprinz von 1984. Mein Gott, welche Karriere. Der Papa war schon Jungfrau in Kölner Karneval. Auch 1984. Ja, das ist ungeheuer. Man könnte meinen, da wird gemangelt. Tja, so, das ist seit 2015 Schatzmeister im 3. Knubbel, 5 Jahre im Knubbelvorstand, Mitglied des Mauausschusses von 2008 bis 2018. Herzlichen Glückwunsch, Kraft meines Amtes zum Leutnant wird befördert Marco Schneefeld-Rehnkall. Der Betrachter merkt, dass wir auch einen Dachkall haben und einen Dachfinster und einen Rehnkall. Alles die gleiche Berufsgruppe, Dachdecker. Falls ihr einen braucht. Und die gleiche Familie. Ne? Geht mal an die Kalle. Natürlich gehört da auch jemand hinzu, der war, ich weiß, war der Kinderprinz, der war nicht. Aber der war natürlich sein allererstes Funkenjahr, glaube ich, war, oder es war eine Zeit, wo er sehr viel mit den Funken zu tun hat. Das war das Jahr 98. Da war nämlich der Papp selber im Dreigestirn und auch eine Jungfrau, also Funke und Jungfrau passt. Auch er ist wahrscheinlich wiedergewählt für die zweite Amtsperiode. Ich hoffe jetzt, dass die Betrachter am Fernsehen, unsere Rechtsgelehrten, keinen Einspruch die haben ja aber auch so viel getan. Also man kann... Könnte man, ja. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie unberechtigt, würde ich sagen. Nein, aber wir sagen ja normalerweise, wenn du die zweite Wahlperiode hinter dir aber sie machen das ja jetzt auch, über 5 Jahre. Das ist es. Ne? Und wir haben gesagt 5 Jahre und deswegen... Jahrelang im Wibbledance-Team, Echt-Kölsch-Sitzung und so weiter. Wir beglückwünschen den neuen Leutnant der Roten Funken, André Fahnenbruck. Herzlichen Glückwunsch an uns Beltsche. Ja, dann haben wir natürlich einen dabei, der ist so im QM zu Hause. Wobei QM ist ein Thema, wo der Dirk immer noch Chef im Revier ist. Ihr müsst euch vorstellen, gestern am 11.11. hat er in der Tat ein Webseminar für den TÜV zum Thema Zertifizierung gehalten. Das kann man auch nur in Corona-Zige machen, weil normalerweise, muss ich eigentlich sagen, der hätte... Und dann um 17 Uhr zur besten Bierzeit. Um 17 Uhr wäre im letzten Jahr nicht möglich gewesen, hätte nämlich ja nicht sprechen können. Ja, jetzt Konversation, also Kontenance, mein Freund. Ja, aber however, ich sag mal so, nein, natürlich wäre der Dirk immer standhaft als Koja, du dann vorbildest. Ja, ist selbstverständlich, auch um 17 Uhr noch. So, aber da hat er einen in seiner Truppe, den haben wir gerade eben, den haben wir ja schon befördert. Der ist eigentlich schon durch. Aber er ist eben auch Schriftführer im 4. Knubbel, also der hat jetzt so eine Doppelbeförderung. Das gut jetzt. Da kann er nämlich 2 Knubbelabende geben. Ja, ich finde auch, ja, natürlich. Ja, also, oder einmal das Bier und einmal das Essen. QM-technisch korrekt, bam, bam. Werden wir zum Leutnant befördern. Der hochverehrte Herr Wibbel, Matthias Rongen, herzlichen Glückwunsch. So. Und ein Mann, den viele um seinen Spitznamen beneiden, ist jemand, der mit seiner Aura, mit seinem Äußeren, mit seinen gelackten Haaren, nicht gelackt, aber gestreamt. Adrettes Auftreten. Was hat man streamen, ne? Ja, er hat ein adrettes Auftreten, aber ein Funk ist durch und durch. Und eben auch Schatzmeister ist im Knubbelvorstand des 4. Knubbels. Das 2. Mal gewählt und Kraft meines Amtes heute zum Leutnant der Kölsche Funke Rot-Wies ernannt, wird der Sven Thomas Scheer, unsere Poussierstängel. Herzlichen Glückwunsch! All den neuen Lieutenants, wie man das woanders sieht, bei uns Leutnant genannt, einen herzlichen Glückwunsch und dreimal von Netze Kölle! Allah! Funke! Allah! Kölle! Allah! Sehr zum Wohle übrigens. Und ja, na komm, dann lassen wir noch mal einen drauf trinken. Jetzt können wir ja. Das ist ja übrigens, Leutnant, schon fast eine Woche eng in der Eifel, ne? Für die ganze Knubbel? Oder, ja, ich meine, kommen ja heute alle billig davon. Ne? Normalerweise würden wir ja noch in die Kölsche Stuff jetzt gleich gehen und da wird der ein oder andere Kranz Bier doch noch gegeben. Aber ich gehe davon aus, das holen wir dann nach. Ne? Also Kontrollversammlung heißt natürlich auch, die Frage, was mit dann der Orchesterchef der Kölsche Funke Rot-Wies, der hochverehrte Herr Karaja, Helmut Blödgen.
Und der hätte natürlich immer zu ganz besonderen Anlässen, auch als Solist, führende Rollen bei den Roten Funken. Und wenn ich jetzt in eine Blase, also zumindest wird er diesen neuen Gratulanten, den Lieutenants, einen in den Saal deuen. Und schaut mal selbst. Schön. Ja, Leven Herr Karajan, Leven Helmut, ja, wo du jetzt im Moment noch bist, auch für dich natürlich ein Katastrophenjahr. Der Bernd Stelter hat das ja auch erzählt und für vielen Mann, wir sind schon sehnsüchtig darauf, dich wieder zu erleben. Wobei du ja am 1. November bei uns warst, aber natürlich, wenn du mit deinem Orchester auftrittst und mit deiner großen Kunst, wie das gerade eben zu sehen war, dann kann man einfach nur sagen, wir verneigen uns vor unserem Orchesterchef und freuen uns, dich hoffentlich bald nicht nur zu singen, sondern auch zu hören. Ne? Ja, gut, das ist so. Das passt das ja. Schauen wir nach vorne. Wo es einen Morant gibt, da gibt es auch zwei. Nur der ist ja, weil der Englisch, ich weiß ja nicht, was der nicht alles schon gemacht hat, schon vor einiger Zeit zum Leutnant ernannt worden, ist er aber jetzt dran und wird weiter befördert. Wir kommen zu diesem Dienstgrad des Oberleutnants und dürfen herzlich gratulieren der Oilspief Markus Morant. Herzlichen Glückwunsch. Ist der aber dein Jahrgang? Ja. Ach so, oh ja, das war eine Periode Glück dabei. Wie viel war ihr eigentlich bei euch? Gute Frage. 11 müssten wir gewinnen. 11 müssten wir gewinnen. 11, passt auch schöne Zahl, ne? Ja, der Herr Schrammer ist mit uns vereidigt worden. Ach, der Herr Schramm 2. Ja. Das war ja die Schramm. Das war ein Spitzname, den hat der hochverehrte Vorgänger vom Nachfolger zweimal vergeben. Ja, aber das war in der Flora auch noch. Das war auch noch. Ach, da war mal der Flora. Ja, das war noch der Gottvater himself. Kann man sehen. Ja, das ist okay. Strich, Wieger, Männer, ich hoffe, jeder ist gut. Ja. Kommen wir jetzt zu Diensträngen, die also nicht nur bei den Funken eine besondere Bedeutung haben, sondern auch bei anderen Persönlichkeiten. Dazu komme ich aber gleich. Es wird immer gesagt, das ist der schönste Rang, den man in der Offizier ran kann. Weiß nicht genau, warum das so ist. Aber wahrscheinlich, weil man dann so mittendrin ist und weil in diesem wunderbaren Spitznamen jetzt fehlt, nämlich das T. Man kommt zum Hauptmann. Hauptmann. Der Hauptmann bei der Kölsche Funk Rot-Wies. Da sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, die fällig sind. Ich darf befördern, Kraft meines Amtes, zum Funkenhauptmann, der Kölsche Funk Rot-Wies, die Trottoirschwalf, Johannes Harzheim,
Herzlichen Glückwunsch. Mittlerweile wieder Trottoirschwalf übrigens. Der Herr Knösch, Olaf Herrmann, unser ehemaliger Koch. Genau. Das Kastemensch, Friedrich Störmlinger. Was hätte der de Fahne schwenk? Schwenk noch? Und schwenkst du noch. Ja, und ja. das sind ja schon Jahrzehnte. Ja, aber der macht das schon. Der ist der Chef. Also der Fried Stürmlinger und der Detlef Seeg, die kenne ich ja schon seit, du weißt, seit wann bin ich Funk geworden? 1977, Genau. zu meiner Einschulung. Genau. Also so ein bisschen früher waren die zwei immer im Bus, haben immer nebeneinander gesessen und daraus haben sich Karrieren entwickelt. Zum Funke Hauptmann wird befördert auch Lars Böttche, unser Literat Michael Ströter. Herzlichen Glückwunsch, Michael. Und sehr zum Wohle übrigens. Losse geht Infall. Ebenso zum Funke Hauptmann wird befördert der Pin Ulf Wehrheit, der Geschiedene ist eigentlich doch hingeschieden, nein, der ehemalige Knubbelführer des zweiten Knubbels. Herzlich Dankeschön noch uns für den Engagement. Abhück, bester Funke Hauptmann. Und den Sprecher der Funkenförderer, Nümatsdüfje, Alexander Würst, dürfen wir herzlich beglückwünschen zu diesem schönen, einzigartigen Titel Funken Hauptmann. Ja, die Tiger, da bin ich jetzt direkt zum Obrist Wachtmeister. Also hier gibt immer Millimeter drauf. Und Ja, jetzt kommt die Korde. Ne? Jetzt Ja. ist ja, bis hierhin ist ja noch, siehst du, das ist Hauptmann. Ja, und dann 2 wird- Eulen und ja. dann wird es geflochten. was der all weiß, ne? Also Dirk, Ich muss ja immer kontrollieren. Ich vermeide muss ja mich. immer kontrollieren. Also, zum Obrist Wachmeister werden befeuert et Violinche Herbert Bünnagel, et Palmütsche Winfried Imhoff, der Driepeter Hermann Josef Müsch und et Löcksche Stefan Schug. Herzlichen Glückwunsch an unseren neuen Obrist Wachmeister. Im Übrigen darf ich dazu sagen, das sind ja auch die Dienstgrade, also gerade der Hauptmann und der Obrist Wachmeister, die etwas mit denen zu tun haben, die in dieser Session das Dreigestirn küren. Denn wenn die Junge das Jod gemacht haben, dann werden die befördert. Genau in diese Wann Dienstgrade. machen wir das eigentlich diesmal? Die haben ja 2 Sessionen. Werden die dann doppelt befördert? Zweimal. Zweimal Hauptmann. Ja, also, Doppelhauptmann. Also man kann den ja wirklich... Stabshauptmann, das ja, mal bei der. Ja, man kann ihnen ja eigentlich nur wünschen, dass sie diese Session einigermaßen überbrückt bekommen. Und ach, im Übrigen haben die sich doch auch zu Wort gemeldet, oder? Ja, die war sehr nett, natürlich. Die haben sich zu Wort gemeldet. Wir haben einen kleinen Beitrag vorbereitet. Ja, dann hören wir uns nur. Lev Ode Funke, es grüßt euch euer designiertes Kölner Dreigestirn. Wir sind froh, dass ihr trotz allem euren Beförderungsabend, wenn auch in ganz anderer Form, stattfinden lasst und wir per Videobotschaft euch ein paar nette Worte senden dürfen. Nur zusammen sind wir fastelovend. Selten war ein Motto passender als in diesem Jahr, aber ganz gewiss nie wichtiger. Auf uns alle warten große Herausforderungen in der kommenden Session. Wir müssen unser geliebtes Brauchtum durch eine schwierige Zeit voller Veränderungen, aber auch großem Verzicht führen. Wir 3 sind davon überzeugt, dass wir es gemeinsam mit allen großen Traditionskurs, den Damengesellschaften, den Frackgesellschaften und auch den kleinen Fegelsvereinen schaffen werden. Wir 3 werden diese Aufgabe voller Frohsinn und Lebensmut annehmen. Liebe Freunde der Funke Rot-Wies, auch ich, euer designierter Bauer, möchte ganz herzlich auf diesem Wege zu den Beförderungen gratulieren. Auch wenn es ein äußerst ungewöhnlicher Weg ist, heute bei euch zu sein und das Ganze zu übernehmen. Dennoch schauen wir 3 mit Zuversicht in die Zukunft und freuen uns über solch kreative Ideen und Formate, um unserem Brauchtum auch in diesen Zeiten ein bisschen Leben einzuhauchen. Und gleichzeitig schauen wir auch mit Zuversicht aufs nächste Jahr und hoffen und sind uns eigentlich auch ganz sicher, dann wieder mit allen Beförderten im altbewährten Sinne anstoßen zu können. Lev Ode Funke, auch eure designierte Jungfrau Gerdemie, gratuliert euch ganz herzlich zu den erfolgten Beförderungen und dankt euch für den jahrelangen Dienst im Kampf gegen Griesgram und Muckertum. Auch wenn die probaten Mittel im Kampf gegen Griesgram und Muckertum, wie beispielsweise Bütze, Danze, Schunkele und natürlich auch Wibbele, in der kommenden Session nicht wie gewohnt zum Zuge kommen können, wären die roten Funken nicht die roten Funken, wenn ihr nicht Wege und Mittel finden würdet, wie ihr die Menschen in unserer Stadt
erreichen könnt und wie ihr unsere Stadt beschützen könnt. In diesem Sinne, bleibt gesund und bleibt in den kommenden Wochen und Monaten achtsam. Zu guter Letzt möchten wir euch ein leises, aber nicht minder herzliches Köller Alarm sagen. Ja, ganz herzlich Dankeschön an das 3 Stunden von der Altstädter, von unserer Freunde, die jetzt sich bereit erklärt haben, dieses schwierige Amt zu nehmen. Und so wie ich das gehört habe, ist es in der Tat so, Dirk, dass sie sich eigentlich genau für diese Session melden wollten und dass sie gar nicht geplant hatten, dass es vielleicht auch noch eine zweite Session gibt, sondern dass das Festkomitee relativ schnell gesagt hat, wer sich jetzt meldet, der ist, und das kann man natürlich gut verstehen, auch das zweite Mal dabei. Was aber in fast 200 Jahren Karneval, kann man ja dann sagen, oder 190 Jahre Karneval, 2022 tatsächlich das erste Mal vorgekommen ist, meines Wissens, dass es mal einen Prinzenkarneval gab, der zweimal regieren durfte. Aber wir hatten ja auch mal eine Jungfrau als Frau. Warum soll man nicht auch mal einen Prinz haben, der 2 Jahre? Ja, genau. Und eine Bur und eine Jungfrau. Alles gut. Kommen wir zum Thema Obristleutnant. Und das ist auch jemand, der uns seine Lokalitäten in der Corona-Zeit zur Verfügung gestellt hat und die Knubbel damit die Möglichkeit hatten, sich zu versammeln, weil es groß genug ist, weil es lecker ist und weil er einfach eine Funk ist von Unger bis Bowe. Im Übrigen auch der Knubbelführer des zweiten Knubbels war A.D. genau. Und insofern darf der sich jetzt mal erheben. Ich hoffe, er kann das Sinn und er ist auch dabei. Da gehe ich schwer von uns und auch in die Letewka. Denn Kraft meines Amtes darf ich ihn befördern zum Obristleutnant Chavu Hermann Josef Wirz. Herzlichen Glückwunsch. Damit kämen wir zum Thema Obrist. Oh. Wie oh? Ja, soll ich mal, ich hab da einen. Soll ich den mal holen? Ja, hole mal rein. Ich glaube, es ist eh an der Zeit, dass wir mal ein bisschen Danke sagen. Und dass dann alles, was wir jetzt hier fabrizieren dürfen, das hat ja eine irrsinnige Vorbereitung. Holen Sie rein. Der ist nämlich auch da. Und ja, holen Sie rein. Ich hole mal rein. Alles klar. Kommen Sie mal rein. Bitte in die Mitte zwischen euch beiden. Ja, stellt sich in die Mitte zwischen uns beiden. Der hochverehrte Herr Blöms, pass auf, fall nicht auf die Schnüss. Wir sind gerade bei... So, kommt mal wieder, guck mal da. In der Beförderung. Also, das ist die Kamera. Das ist bisschen Kamera. Abstand, ne? Meter 50, ja, so, du kennst uns Corona. Das ist eine Kamera und das ist doch auch eine Kamera, ne? Wo man so immer rein kann. Man schaut natürlich immer gehen, ob der Monitor ever du willst. Ja, Leif Blöms und all die in dem Wohnzimmer sitzen. Also, wir sind jetzt hier beim Thema Obrist. Aber erstmal möchte ich gerne Dankeschön sagen für all diese Dinge, die jetzt in den letzten Tagen gelaufen sind, denn die haben ja hauptamtlich mehr oder weniger dich betroffen. Und ich muss es wirklich sagen, wir waren gestern Abend noch zusammen, haben noch ein bisschen über heute gesprochen, am 11.11. Und dann bin ich zwar auch spät in das Bett gegangen, das war bei mir 1:30. Ja, bei mir nicht. Wir haben ein paar Bier getrunken, aber wenig. Und da war der Junge schon wieder ab, weil er nämlich in der Blumenmarkt gefahren ist, um zur Arbeit. Also das war schon wirklich großes Kino und dafür möchten wir mal Danke sagen. Natürlich mit all deinen Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen, die du hast. Wir alle wissen, dass die Vera auch hier wirklich wichtigen Dienst miterfüllt hat, aber dass ihr dort der Luftballon ausprobiert hat am Samstag, ob das Ding überhaupt flücht, wie das ist. Du hast eine Phobie, mehr oder weniger. Keine Höhenangst. Ja, so, ich weiß ja noch, wie du du weißt schon, Vortour auf dem Gaul gesessen hast und ich weiß ja... der bewegt sich ja, habe ich selbst gesagt. Fährt, Ja, fährt geht gar nicht. Ja. Hilfe, Hilfe, holt mich hier runter. Das machen alle gelacht und es war auch besser, dass du nicht mitgeregelt bist. Aber lieber Günther, ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eben seit Jahren Kreativität in dieser Ausführung, wie man sie sich nicht besser vorstellen kann. Und die brauchen wir. Und von daher wollen wir uns alle mal bedanken und jetzt dort oben sitze und ob unser Blömchen drehen wir von Netze Kölle! Funke! Kölle! Schön, schönes bleibt. Ne? Dankeschön.
So, damit kommen wir dann auch zum Thema Obrist. Kraft meines Amtes wird befördert zum Obrist. Haben wir keinen. Wir haben keinen Obrist. Aber eine haben wir noch. Genau. Ja, doch, eine haben wir noch. Einer hätte sich versteckt. Die Freunde, was soll ich sagen? Ich kenne ihn seit Kindertagen. Er wurde 1996 vereidigt. Er ist einer der jungen, wilden, kreativen Verrückten und im Vorstand seit 2004. Als zweiter Schatzmeister Woche für das Wurfmaterial zuständig hat Disse bis Hück. Persiflage, Ülepots, Warenbesetzung, Süffel und Müffele, Vorstandsümlarer, Verwalter, Feldzeugmeister, QM-Beauftragter und heute das Ressort Kommunikation, was explodiert ist. Also das ist schon wirklich, er trägt die, was hätte die Nummer 277 und ich denke, hier steht 277. Nee, das ist ein Druckfehler. Ja. Ich hab und das ist alt. Ich meine, dass wir ihm zu ganz großem Dank verpflichtet sind. Und ich meine auch, dass wir einmal bedenken müssen, dass auch er jemand ist, der zwischendurch nicht wusste, ob er noch das nächste Jahr erlebt. Und das wissen wir alle, wovon wir fahren. Und wenn einer mal durch so eine Lebenskrise geht, dann überdenkt er dann auch alles. Muss das Sinn? Ist das noch nötig? Kann ich das nicht auch alles anders vielleicht machen? Da er dann wieder zu uns zurückgefunden hat und ja, vielleicht war es auch ein bisschen Therapie, da glaube ich auch, aber er ist der Kreativbolzen schlechthin, das dürfen wir sagen, auch in unserem Funkenvorstand und deswegen darf ich heute hier und jetzt, Kraft meines Amtes, zum aktiven General der Kölsche Funke Ruth Wies, meinen Freund, wie alle Freunde sind, aber das ist eine ganz besondere. Das Blömsche Günther Ebert nennen. Herzlichen Glückwunsch! Ach, komm lieber jetzt. Also Obrist wäre ja gut. So, jetzt weißt du auch. Lauter sprechen, dass die Leute deine Freude teilen. Ja, ist ja gut. Ich freue mich nach innen jetzt. Seid mir nicht böse. Ach du Scheiße, ach du, muss ich mir noch eine neue Uniform kaufen. Ja, du musst den Sicht so. Frau Rudolph, mit der habe ich gestern schon gesprochen, die hat Zeit. Also du solltest dich beeilen. Und das nimmst du am besten mit, weil die knüttelt das dann auch. Wir haben doch gar keine Auftritte. Wir haben aber ich möchte dich trotzdem gerne in Golf. Lass mich die Geschichte mal gerade erzählen. War natürlich so, dass wir gesagt haben, ja, General, da fahren wir dann irgendwie hin und dann gucken wir, ob wir diesen Menschen überraschen zu Hus, wenn er da sitzt und nichts von weiß und klopfen an die Tür. Und der Günther wurde also schon, sagte mal, was macht er denn jetzt endlich mit dem, wir müssen, da haben wir noch nicht, wir müssen die Kiste, wann soll man das machen, wir haben keinen Zick. Alle haben jetzt verstanden, warum er keinen Zick hatte, das ist der frische backene General. Und wenn es einer verdient hat, dann ist es uns Blümchen. Corona-Anti. Also, konform. Ja. Ja, ich bin sprachlos. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also, ja, ist doch gut. Das ist auch noch alles wunderbar, aber also verpflichtet mich natürlich und mache ich auch sehr gerne weiter, immer im Rahmen meiner Möglichkeiten Vollgas zu geben. Kennst mich ja entweder mal mit richtig oder ja nicht. Genau. Und ja, also und du hast recht, es war wirklich auch ein Stück weit Therapie. Das hat mich, die Funken haben mich da immer wieder rausgeholt, immer wieder noch, warst am Denken, du hast den Kontakt gehalten. Das ist einfach, ja, dadurch warst du abgelenkt. Ich war durch meine Firma abgelenkt, durch die Family natürlich auch, ganz klar, durch meine Freunde und aber vor allen Dingen durch die Funken. Und das war schon geil und dafür auch allen herzlichen Dank auch, liebe Funkenfreunde und auch den ganzen Helfern im Chor, die ich gehabt habe. Es ist natürlich klar, dass du so billig aus der Nummer nicht rauskommst. Hey, wir können jetzt noch nicht sagen, ja, wir noch jetzt essen, wenn wir jetzt hier fertig sind. Hätten wir dann mal schön Gunbeef to Lobo. Ich bin schon der Meinung, das Chor sollte vom neuen General noch was erleben. Vielleicht ins Jahr Blömsche, ein Rosenmontag, die nur die Hälfte kostet. Der Jens hat das schon ganz gut vorgelegt, würde ich sagen. Ja.
Also da haben wir eine sehr schöne Wache ich bin gemacht. ja auch noch meinen 50. schuldig, den kommt mir auch nicht feiern aufgrund der Begebenheiten. Von daher so bisher haben wir hier 4. Also, recht herzlichen Dank. in diesem Sinne auf unseren neuen General Günter Blömsche, Ebert Blömsche, dreimal von Hetze, Köln! Allah! Funke! Allah! Köln! Allah! Sehr Zum Wohl. Zum Wohle. Und jetzt haben wir natürlich da so ein bisschen hingedrupp noch etwas Melodisches. Und da können wir natürlich schon so ein bisschen an unsere Freunde, an die Musiker denken. Wir hatten ja schon Besuch an verschiedenen Stellen. Und jetzt kommen wir mal zu unserer Freunde, der Klingelköp. Die haben auch noch jetzt vorbereitet. Insbesondere für den neuen Dienstgrad des aktiven Generals. Bitte schön. Liebe Funke-Freunde, im Namen der Klingelköp wünschen wir euch alles Gute zu eurer diesjährigen Kontrollversammlung. Ich selber kann mich ganz gut erinnern, es war im Jahre 2009, ich war noch ziemlich neu und habe mit den Klingelköp am Funkenplätzchen in Altstadt das erste Mal vor euch gesungen und ich muss sagen, es macht immer wieder einen riesen Spaß, bei den Sitzungen bei euch dabei zu sein. Und wie wir alle wissen, ist dieses Jahr natürlich alles etwas anders. Und aus diesem Grunde kommt jetzt ein musikalischer Gruß von uns. Gut, die Kollegen sind nicht hier, ist ein bisschen eng hier, aber ich spiele für euch jetzt auf diesem Klavier unseren neuen Song, der heißt Wir sind Kölsche. Und wir hoffen, dass wir uns das nächste Mal wieder in normaler Situation wiedersehen. Gestern dann waren wir zu Hus, wir gingen und senden raus. Die vielen Straßen, die waren so leer. Wir sagen, es ist wie es ist. Wir sagen auch jenens Köln allein. Die sonst, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Ja, der frisch gebackene General Blömsche hätte gerade noch gesagt, eins hätte ich vergessen zu sagen, er wäre ja der Blink- und Buschelbeauftragte gewesen über viele Jahre. Das wäre eigentlich sein Lieblingsamt. Also nicht nur ich puschele ja, und er scheint ja auch ganz gern zu pushen. So viel einfach mal hier an der Stelle und ich denke, das wird er mit uns fulminant feiern. Ne? Da gehe ich von aus. Ist auch schön, dass das mal ein aktiver General wieder wird. Aktiver General heißt, der zeigt sich auch mit auf der Wacht, der ist dabei und damit freuen wir uns, ihn da möglichst bald auch zu sehen. Es muss so sein, dass er eine Uniform kriegt. Ne? Also das, ja, und wir eine Wache. Ne? Ja, die wird er kriegen, die kritte. Also da fällt uns noch jeder hin. Freunde, am Ende der Veranstaltung wir jetzt alle in der Kölsche Stuff. Ha, ha, ha. Ja, komm, wir trinken noch mal ein bisschen hier am Wasser. Bei mir ist auch ja nichts mit drin. Aber wir sind am Ende einer Veranstaltung angekommen, wo wir feststellen können, alle stehen in den Startlöchern und warten nur darauf, dass es möglich ist, zumutbar ist und erlaubt, sich wieder zu zeigen. Denn auch wenn wir alle bereit wären, mal ein Jahr in dieser Session zurückzustecken und auch nichts zu machen, so wäre es doch schön, wenn es möglich wäre. Und darauf wollen wir auch vertrauen. Und dafür haben wir auch Konzepte in der Tasche, mit denen wir um die Ecke kommen, wenn wir erkennen, dass wir was machen dürfen. Und dann würde all schnell sind und uns helfen, dass das ein oder andere zusammenkommt. Denn, wie Bernd Stelter heute erzählt hat, ist es ja wirklich ein Thema, dass die Künstler Bühnen brauchen. Und da haben wir ein ganz tolles Konzept entwickelt, was möglicherweise auch bei euch um der Eck in eurer Lieblingswirtschaft spielen kann.
Dazu kommen wir aber auf euch zu, wenn es soweit ist. Alles andere mäht jetzt keinen Sinn. Wir hoffen, dass wir ganz schnell über diesen Berg kommen, aber dass wir auch nicht vergessen, was das für eine besondere Zeit war, die uns jetzt alle irgendwo beschäftigt. Denn das Krönische Virus hat auch zu denken gegeben. Immer wieder, immer schneller, immer größer. Ist es das? Oder ist es vielleicht auch uns ganz gut, wenn man anhält und wenn man sich Gedanken macht, wie das dann auch anders gehen kann. Auch uns, auch für uns. Aber eins sollte nie am Ende stehen. Unsere Kreativität, die Einfälle, der Spaß an der Freude, das Lebensgefühl, der Fastelovend in die Wohnzimmer zu bringen. Das war jetzt eine geschlossene Gesellschaft. Aber eben auch in die Herzen der Menschen, so wie wir da gestern vielleicht auch mit dem Ballon unterwegs gewesen sind, um uns auch zu zeigen und den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu bringen. Denn der Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist eine verlorene Tag. Ich hoffe, er hat ein bisschen gelacht, vielleicht ein bisschen geschmunzelt für den jecken Quatsch, den wir hier gemacht haben, der doch bitterer Ernst ist, denn eine Kontrollversammlung muss Sinn bei der Kölsche Funkgut wies. In diesem Sinne dürfen wir Dankeschön sagen, dürfen wir auf Wiedersehen sagen. Lasst euch tragen von den Stimmungen, die wir bald auch wieder miteinander erleben werden im Kölschen Fastelehr. Wir sagen Dankeschön, tschüss, sehr zum Wohle mit Dreimer von Etze, Kölle, Allah, Funke, Allah, Kölle, Allah, sehr zum Wohle.